kehre zu Rittersporn zurück und schließe hoffentlich die Quest ab. Ja, dankeschön. Und ja, damit willkommen zurück, Freunde. Und ich hoffe jetzt, dass wir ein bisschen weiter vorwärts kommen. Ich denke mal schon, dass wir teilweise pro Quest 1 Parts brauchen werden, ne? Wird sich nicht groß meinen lassen, aber ja, dass er trotzdem nicht allzu sehr hinzieht. Ich habe eigentlich schon vor, spätestens so bei Folge 60 eigentlich Ciri zu finden, beziehungsweise schon das Skellige zu sein natürlich. Wow, was ist denn hier los? Fangen wir in G-Dur an und... Ah, die Truppe hat hart gearbeitet, wie ich sehe. Nicht übel. Nein, gar nicht. Aber ich hätte doch etwas, du weißt schon, Theatergemäßeres erwartet. Gefällt es dir nicht? Aber ich dachte, ein Boudoir würde ganz auf deiner Linie liegen. Oh, du hast es ausgewählt. Nein, ich sage nicht, dass es schlecht ist, nur anders, nicht ganz das, was ich erwartet hatte. Aber je länger ich darüber nachdenke, du hast absolut recht. Ein Boudoir ist die ideale Kulisse für ein Kabarett. Was ist mit Rautleck? Hast du die Plakate bekommen? Rautleck hat gesagt, dass er sie selber bringt. Er müsste bald hier sein. Wunderbar. Besser kann ich das Chamäleon nicht bewerben. Du hast gar nicht erwähnt, dass du den Namen änderst. Rosmarin und Thymian war nicht verkehrt, aber man assoziiert temerische Küche damit, serviert von Kellnerinnen im Bauernaufzug. Ein Chamäleon passt viel besser zum Kabarett. Außerdem betont der Name, dass der Ort jetzt ganz anders aussieht. Klingt insgesamt einfach besser. Naja, du weißt schon, was du tust. Dann ist wohl alles bereit. Wann ist die Eröffnung? Bald. Wir haben in einer Stunde Kostümprobe. Ich muss nur noch schnell mein Kleid holen. Danke für alles. Keine Ursache. Meine Träume vom Kabarett werden wohl wahr. Zur Feier eine Runde auf meine Rechnung? Aber immer doch. Warum nicht? So lobe ich mir das. Das pflegt die Freundschaft. Der Vorarbeiter hat dich und Priscilla reden sehen. Das stimmt. Und? Hat sie was über mich gesagt? Ah, jetzt geht's in die Richtung, wa? Du fett bisschen stinkst, hallo? Sie hat was gesagt, was mich an ihrem Verstand hat zweifeln lassen. Was denn? Dass du verantwortungsvoll bist und mit beiden Beinen auf dem Boden stehst. Du nimmst mich auf den Arm. Diesmal nicht. Eins lässt mir keine Ruhe. Wie hast du Sophronia dazu gekriegt, dir was zu leihen? Oh, das war nicht einfach. Unsere Vorstellung hat sie so aufgeregt, dass ich ihr 4 Stunden lang was vorlesen musste. 4 Stunden lang der Mantel und der Degen. Das heißt, ihr habt also nicht... Bist du irre? Für wen hältst du mich? Für Rittersporn? Sie verspätet sich. Natürlich. Sie weiß, wie wichtig mir dieser Abend ist. Natürlich weiß sie das. Sie wirft sich bestimmt nur in Schale. Das dauert, weißt du? Dann ist es wahr. Die Eitelkeit der Frauen kennt keine Grenzen. Meister Rittersporn. Priscilla. Sie Was? Sprich, Mann. ist schwer verletzt. Sie wurde angegriffen. Man hat sie ins Vilmerius-Hospital gebracht. Angegriffen? Sie ist verletzt? Geralt, komm mit, bitte. Natürlich. Gehen wir. Götter. Priscilla. Wird sie es überleben? Das halte ich für sicher. Ihr Zustand ist ernst, aber stabil. Verzeihung, aber bist du ein Verwandter? Verwandter? Nein, ein Freund. Ein sehr naher Freund. Rittersporn, stimmt's? Den Namen hat sie erwähnt, als sie kurz bei Bewusstsein war. Ich bin Joachim von Graz, Chefarzt der Chirurgie, bis vor kurzem Dozent an der Akademie zu Ochsenfurt. Der Form ist Genüge getan.
Was hat sie für Verletzungen, abgesehen vom Auge? Da wären ein Commotio cerebri mit kranialem Ödem, dazu eine laryngale Inzision, ferner zervikale und ösophageale Verätzungen. Jemand hat sie gezwungen, eine kaustische Flüssigkeit zu schlucken. Das war also kein gewöhnlicher Raubüberfall. Eindeutig nicht. Es war das Werk eines Irren. Und nicht sein erstes. Wie kommst du darauf? Ich habe diese Verletzungen schon mal gesehen. Sehr alltäglich sind sie ja nicht. Gerade diese Woche ist eine Leiche mit ähnlichen Verletzungen in der Leichenhalle aufgetaucht. Und ohne Herz. Das hätte Priscilla also auch passieren können? Wird der Vorfall untersucht? Wir sind in Novigrad. Hier brennen nur die Unschuldigen. Geralt, ich weiß, du hast was gut bei mir, 100-fach. Aber ich muss dich um einen Gefallen bitten. Finde den Bastard, der das getan hat. Finde und töte ihn. Du musst mich nicht überreden. Komm schon, Rettersporn, überlegen wir, was wir tun können. Ich würde vorschlagen, dass wir die Leiche des vorigen Opfers untersuchen. Sie muss noch seziert werden. Dabei könnten wir auf Hinweise stoßen. Schaut nicht so perplex, meine Herren. Als Arzt weiß ich um die Bedeutung von Präventivmaßnahmen. Ich würde nicht warten, bis dieser Irre wieder zuschlägt, sondern eine sofortige Exzision anstreben. Wie bei tumorösem Geschehen. Klingt doch gut. Ob man mich in die Leichenhalle lässt? Durch den Haupteingang? Sicher nicht. Aber man kommt auch durch die Kanalisation rein. Die Kanalisation? Bist du da öfters, Doktor? So oft es zu präventivmedizinischen Maßnahmen erforderlich ist. Alternative Behandlungsmethoden. Aggressive, schätze ich. Interessant. Wir können das unterwegs besprechen. Bereit? Ja, aber sowas von. Bereit und neugierig. Wer immer es war, ich werde ihn kriegen, Rettersporn. Selbst wenn's Hierarch Hemmelfahrt ist. Danke. Geh voran. Also Präventivmedizin in der Kanalisation. Worum geht es dabei? Überleg mal. Es ist... Hörst du das? Schon eine Weile. Waffe ziehen. Reister Idiot! Relativ hohes Level. Erstmal kurz mal auf den Schild. Oh ne, so ein schon wieder. Ich bin betäubt, ja, nicht schlecht. Was ist los? Ja, hallo, es ist tot. Hallo? Mann. Also ganz ehrlich, ey, so Geralt! Kuckuck! Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Ja? Wie sieht es aus? Bitte die Wahrheit, ohne Umschweife. Ihre Wunden werden heilen. Aber ihre Stimme macht mir Sorgen. Sicher ist dir klar, was ein Stimmverlust für eine Bardin bedeuten würde. Er könnte sie sogar den Lebenswillen kosten. Kann man nichts tun? Ich fürchte, nur dein Freund Rittersporn kann in dieser Hinsicht helfen. Hä? Wieso ist er Arzt? Also meinst du wegen, genau, Lebenswillen und so weiter. Ah, okay, da ist vielleicht irgendwie so eine geheime Mauer. Kuckuck! Nimm die Leiter. Wir sind da. Komm. Je schneller wir es hinter uns bringen, desto besser. Warum? Hast du noch Termine? Jemand könnte uns stören.
Der Leichenbeschauer zum Beispiel. Oder Hochwürden Nathaniel Pastodi. Also gut. Wir suchen die Leiche eines Zwergs. Eines Schnitzers. Finnenschiff noch Skillige, immer noch dort. Falsche Leichensorte. Suchen wir weiter. Entschuldigung. Den hier haben offenbar Nekrophagen erwischt. Für weiter hat sie nichts. Mal ganz kurz, vielleicht kann ich jetzt da wieder, wie ist das eigentlich, der reißt ins Skellige. Was zum, wo ist jetzt? Ah, hier. Mit Hilfe einer Hexe sehen, ja, bin dabei, bin dabei. Klar, so groß für einen Zwerg. Das ist er nicht. Da ist scheinbar keine Leiche hier, okay. Wer ist wohl dieser Irre? Am Schluss ist der Arzt selber noch. Oder ist der Gärtner? Nee, das glaube ich jetzt eher weniger. Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Schwielen an den Händen, Holzspäne im Bart, Kleider voller Harz. Das muss unser Zwerg sein. Sehr gut. Du gehst doch nicht in die Knie, wenn du Blut siehst. Durchaus nicht. Fang an. Wo? Okay. Eventuell der Part ab 18. Sehen wir uns seinen Kopf an. Die Haare riechen versenkt, als wäre er in einem Feuer gewesen. Fällt dir noch was auf? Dass man ihm die Augen entnommen hat zum Beispiel? Sind das Brandspuren in seinen Augenhöhlen? Ja, und graues Pulver. Asche vermutlich. Sehr fein. Der Mörder hat ihm die Augen entfernt und ihm dann glühende Kohlen in die Augenhöhlen gesteckt. Sieht so aus. Nach den Wunden zu urteilen, war unser Schnitzer noch am Leben, als es geschah. Ach du Scheiße. Untersuchen wir den Mund. Verätzungen, Blasen. Wie bei Priscilla. Sieh da. Sein Kehlkopf hat einen Schnitt. Tatsächlich. So dünn, dass man ihn leicht übersieht. Ein kleines, sehr scharfes Instrument. Ein Skalpell. Aber warum? Die Wunde ist zu klein, um zu bluten. Und es gibt Anzeichen einer Schwellung. Der Mörder... Ich glaube, er hat eine Tracheotomie gemacht, damit das Opfer nicht zu schnell stirbt. Vielleicht ja alles nur, um zu testen, wie lange jemand überlebt, bis er entweder halt an den Schmerzen oder halt der inneren Verletzungen erliegt. Und ganz ehrlich, das ist leider nicht nur Fiktion. Es gibt auch in der Realität solche Menschen. Ich meine, einfach nur Mord zu begehen aus reiner purer Lust und Freude, das ist schon schlimm genug. Und auch wenn jemand irgendwie quälen will und so weiter. Aber so ist das echt der Gipfel der Schande. Andere zu quälen, bis sie echt eigentlich an den Schmerzen erliegen, statt eigentlich der Todesursache selbst. Oh Mann. Untersuchen wir den Torso. Was haben wir denn da? Eine tiefe Wunde auf der linken Thoraxseite und eine Narbe über die ganze Länge des Abdomens. Untersuchen wir die Wunde im Oberkörper. Ja, das Herz wurde rausgeschnitten und die Wunde verätzt. Augenblick mal, da ist noch was. Ein Ei, ein Amphibienei von einem Salamander. Versenkt, aber intakt. Ich habe zwar ein paar Herpetologie-Vorlesungen gehört, aber ich wüsste nicht, dass Amphibien zur Eiablage Leichen benutzen.
Entweder lag Professor Kochan fürchterlich daneben, oder dies ist das Werk unseres Mörders. Ja, wieso? Sieh dir die Narbe an. Lange, dünne Wunde. Eine Inzision. Aber die Ränder sind ausgefranst. Das heißt nichts. Schau, keine Schwellung, keine Hämatome. Eine alte Verletzung, vielleicht ein Arbeitsunfall. Nee, danke schön. Sieh dir die Hände an. Diese Striemen. Die stammen von einem Strick, nicht? Er war gefesselt. Das ist anzunehmen. Anders hätte man ihn ja nicht foltern können. Sprichst du aus Erfahrung? Ja, aus der eines Opfers. Ich habe ein Jahr in den Kerkern von Dreiberg verbracht. Lange Geschichte. Vielleicht ein andermal. Siehst du die Schwiele? Unser Zwerg hat einen Ring getragen. Den hat jemand abgenommen. Das ist wirklich so, weiß Geralt schon genug? Ich weiß nicht. Also da mache ich Leute, sorry. Hast du an seinen Beinen was Interessantes festgestellt? Sein rechter Fuß. Der Knöchel ist geschwollen. Die Zehennägel sind abgebrochen. Er hat offenbar hart zugetreten, bevor er abgetreten ist. Das scheint mir nicht der passende Moment für Scherze. Tut mir leid. Als Chirurg hat man andere Empfindlichkeiten. Mhm. Und einen anderen Humor. Das auch. Also gut, ich glaube, ich weiß genug. Dann erleuchte mich bitte. Ich habe nämlich keine Ahnung, worum es hier geht. Was das Motiv sein könnte. Motiv der Mörder ist wahnsinnige Strafe. Hä? Und wie soll ich jetzt da auf den Mörder drauf? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Strafe wofür? Eins ist sicher. Das war eine Bestrafung. So foltern doch noch nicht mal die Hexenjäger. Welche Sünde sollte das gewesen sein? Das weiß nur der Mörder. Und so werden wir ihn finden. Oder sie. Diese Spur sollte verfolgt werden. Weißt du, wie er hieß? Fabian Meyer. Und ich bin Hubert Drake, der Leichenbeschauer. Ich wollte die Autopsie vornehmen, aber du hast sie schon erledigt, Joachim. Wie immer mischst du dich ein, wo du weder erforderlich noch erwünscht bist und bringst dabei andere in Schwierigkeiten. Wer ist das? Ein Student, ein lebenslänglicher, mit einigen Fragen. Dann raus damit, aber beeil dich. Hochwürden Nathaniel kommt zur Inspektion. Er müsste bald hier sein. Wo wurde die Leiche des Schnitzers gefunden? Das ist wichtig. Willst du Nachforschungen anstellen? Aufregend. Er ist in seiner Werkstatt gestorben, südlich des Marktplatzes, gleich neben dem Tor nach Ferneck. Da wurde auch die arme Badin angegriffen. Die ganze Stadt spricht davon. Aber der Schnitzer, Eustachius, der Leichensammler, hat uns die Leiche gebracht. Mit dem solltet ihr reden. Ich habe ihn eben um die Ecke gesehen bei... Oh, meinen Gruß, Hochwürden. Wer sind diese Leute? Ich dachte, ich hätte klargemacht, dass niemand eingelassen werden darf. Unter keinen Umständen. In der Tat, aber das sind Freunde des Verstorbenen. Gekommen, um die Leiche zu holen. Ausgeschlossen. Bring sie sofort raus. Wie Hochwürden wünschen. Meine Herren, kommt bitte mit. Ihr werdet einen anderen Weg nehmen. Warum hast du uns gedeckt? Ich habe nur meinen eigenen Hintern gedeckt. Wenn Hochwürden Nathaniel erführe, dass jemand in die Leichenhalle spaziert ist und ohne Erlaubnis eine Leiche geöffnet hat, bekäme ich große Schwierigkeiten. Aber daran hast du nicht gedacht, Joachim, was? Wie immer. Tja, eure Mutwilligkeit gefällt mir zwar nicht, aber auch ich will diesen Mörder hängen sehen. Wenn ich also etwas Neues erfahre, lasse ich es euch wissen. Danke. Warum sagst du nicht, dass du den Leichenbeschauer kennst? Wir hätten uns die Kanalisation sparen können. Ich kenne ihn. Darum gehe ich ihm aus dem Weg. Genug davon. Ich entscheide, wann ich von einem Thema genug gehört habe. Was verbindet euch miteinander? Alte Geschichte. Wenn du darauf bestehst. Die Studentenproteste 1242. Hast du von denen gehört? Ich habe sie angeführt. Hubert verriet mich an die Behörden. So landete ich im Kerker.
Jetzt weißt du es. Was hast du jetzt vor? Es gibt zahlreiche Spuren. Die Werkstatt des Schnitzers, den Leichensammler, der ihn gebracht hat, die Gasse, in der Priscilla überfallen wurde. Ich habe einiges zu tun. Ich auch. Im Hospital. Ich muss zurück. Aber ich drücke die Daumen. Und ich behalte dich im Auge. Ja, ich auch. Denn du weißt ja nie, wer da noch mit drin steckt, wa? Weil irgendwie wird das Gefühl nicht los, dass da mehr als einer dahinter steckt. Und dass die, ja, sag's mal so, dass die ganzen Hinweise, die wir jetzt gefunden haben und erklärt bekommen haben, dass es ein bisschen zu leicht war schon fast. Du brauchst auch Geld. Verdammte Banditen! Man kann nicht mehr auf die Straße raus! Nicht mehr sicher. Zuvor haben sie wenigstens keine Frauen getötet. Bist du Eustachius, der Leichensammler? Woher weißt du das? Ich glaube, das ist der 4. Sinn. Du hast Fabian Mayer in die Leichenhalle gebracht? Fabian? Fabian? Ach ja, richtig. Keine Augen, kein Herz. Einer von denen, oder? Auch keine Börse, wenn ich mich recht entsinne. Du hast Fabians Leiche durchsucht? Naja, ich habe vielleicht einen Blick in seine Taschen geworfen, damit nichts umkommt. Nennen wir die Dinge beim Namen. Du bist ein Fledderer. Gut, nennen wir sie beim Namen. Das geht dich einen Scheißdreck an. Was bist du? Ein Steuereintreiber? Verpiss dich, Mutant! Schöner Finger, schlagen dir gleich ab. Rede. Was hast du bei ihm gefunden? Ja, wie du willst. Nur Tant und Schnickschnack. Einen Ring mit Glasperlen, ein paar Münzen, einen Brief. Schau, aus erstklassigem Pergament. Ich wisch die Schrift ab und verkauf's als neu. Das ist Menschenhaut. Priscilla, der Name des nächsten Opfers. Wenn du dies der richtigen Person gegeben hättest, wäre ihr vielleicht nichts passiert. Was zur Hölle kümmert mich irgendeine Priscilla? Haben wir nicht genug Frauen in der Stadt? Ganz ehrlich, ich dachte genau, aber genau das habe ich gerade gedacht. Hey, verdammte Scheiße, wofür war das? Für alles. Vielleicht für die Respektlosigkeit. Okay. Das wäre erledigt. Das ist mal ganz kurz was anderes, was ich vorhin gerade gesehen habe. Stufe 16 empfohlen, also doch, war. Da dachte ich mir schon, dass es ein bisschen heaviger ist. Aber egal, wir schaffen das schon. Naja, genau, das ist auch noch. Und von Kira müssen wir noch zu ihr gehen und so. Ja, wir haben noch einiges zu tun. Letzten Abend Monster müssen sie gejagt haben. Die ganze Stadt ist jetzt voll von ihnen. Du hast bestimmt so manches Herz gebrochen, nicht wahr? Der Ort, an dem der Schnitzer starb. Gut, nach das mit Priscilla und dann bin ich gespannt, ob wir bereits eine Spur haben, wa? Was ist das? Moment mal, noch kennen wir doch. Das sieht einfach nur so aus. Ja, ich glaube, es sieht nur so aus. Sag mal, wohin führt mich das Spiel hier? Also sprich die Karte da rechts oben. Hier wird nicht rumgehangen. Ja, Tommy soll jetzt da reinkommen. Hallo? Was muss ich tun, um deinen schönen Teint zu kriegen? Jemand da? Verschwinde! Oder ich lass die Hunde los! Fetzer! Striegel! Bei Fuß! Schon gut. Ich bin wegen Fabian Mayer hier. Ich suche den Mörder. Ah, das ist dann wohl was anderes. Sitz! Doppeltölen! Platz! Komm rein, langsam, sonst beißen sie. Wer bist du denn eigentlich? Der Bruder des Verblichenen. Bus heiße ich. Wir hatten zusammen eine Werkstatt. Mayer und Mayer. Hä? Und jetzt heißt sie nur Mayer? Nein, Mann, ich mach sie dicht. Sobald ich einen Käufer für die Hütte finde, gehe ich zurück nach Mahakam und zu meiner Familie. Oder was davon noch übrig ist.
Also, was willst du wissen? Was kann ich dir über Fabian sagen? Ich hoffe viel. Hatte dein Bruder Feinde? Mochte ihn jemand nicht? Oder er vielleicht bedroht? Nein, eigentlich war es Fabian, der so einem Mädel einmal gedroht hat. Er war ein guter Zwerg und ein hervorragender Handwerker. Aber auch ein unverbesserlicher Hurenbock. Wann immer wir etwas Geld hatten, ich wollte davon Werkzeug und gutes Holz kaufen, aber er schnappte sich immer die Börse und ging zu den Huren. Auf eine hatte er es besonders abgesehen. Er setzte ihr zu, rief, es ist alles deine Schuld, du Menschenschlampe, und warf ihr noch andere Obszönitäten an den Kopf. Ich weiß nicht, was das sollte. Vielleicht war er in sie verliebt. Weißt du, wo ich sie finde, diese Schlampe? Stadtfriedhof. Sie ist vor ein paar Tagen gestorben. Einfach so im Schlaf. Ein Fieber hat ihr Zuhälter gesagt. Sag mir, was du über den Mord weißt. Ausführlich und in der richtigen Reihenfolge. Es war so. Ich kam aus Ochsenfurt zurück und sah eine Rauchwolke über der Stadt. Ich dachte schon, Mist, ich verpasse, wie sie eine Hexe verbrennen. Aber der Rauch kam nicht vom Platz des Hierarchen, sondern von hier. Siehst du die Rußflecken? Da sind unsere Skulpturen verbrannt. Die Leute versammelten sich um das Feuer und fanden Fabian hier daneben. Als ich eintraf, hatten sie ihn schon auf einen Wagen geladen. Hast du mit den Nachbarn gesprochen? Haben die was Verdächtiges gesehen oder gehört? Angeblich nicht. Aber selbst wenn, sie hätten nicht geholfen. Die Novigrader machen selbst um blutende Waisenkinder einen großen Bogen, damit die Schnabelschuhe sauber bleiben. Was soll sie da ein Zwerg scheren? Traurig, traurig. Gut, wir haben genug geredet. Ich muss mich umsehen. Sei mein Gast. Aber pass auf die Hunde auf. Jo, mach ich. Eine interessante Synchronstimme. Gut, Freunde, es weitergeht. Hier natürlich ganz langsam alles untersuchen und dann, ja, mal schauen, wie wir dann im nächsten Part entweder Priscilla helfen können oder eben auch den Mörder finden, wird sogar selber angegriffen werden. Wer weiß, was noch alles passieren kann. Hier bei dieser Quest bei The Witcher 3 Wild Hunt. Bis dahin, tschüss. Brrr.